Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Und jetzt lassen wir unseren guten Sherpa nicht warten. Boah, geil die Landschaft, ach wäre ich doch nur dort. Es ist nach wie vor Aufnahmetag, 28.05. Über 30 Grad draußen und ich schwitze wie eine Drecksau. Und ich wünschte, ich wäre hier, ich wünschte einfach, ich wäre hier im kalte Gebirge und wird nicht verdunsten wie Pavarotti in einer Sauna. Oh Gott. So, aber jetzt geht's weiter, denn der Berg ruft. Also, los geht's. Wow, Geil. verdammt tief. Oh ja. Aber derzeit brauchen wir ja wohl anscheinend keine Waffe. Doch reicht's, wenn wir nur am Klettern sind. Ganz genau. Und unseren Sherpa Hotjo Kukri. Oh Mann, da kommen wir ja niemals rüber. Was hast du da? Abwarte, Nate. Was? Die Burschen immer irgendwelche coole Tricks parat. Die kennen sich aus am Berg. Wieder Belohnung freigeschaltet. Viel Glück, Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Viel Glück, Kumpel, das schafft nie. Oh, du hast es geschafft. Mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Ja, genau. Mindestens. Zack. Hoffentlich weißt du, wo du hingehst. Hat er gesagt, du musst duschen. Naja. Wach du erstmal noch im Koma auf. Ach Gott, du Knödelkopf. Scheiße. Was war dann das für Viel ein Glück, Kumpel. Quatsch? Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Klar, schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Genau. Wie im richtigen Leber. Oh Gott. Weißt du, Mutsusche. wo du hingehst? Ach Mann, Nate, du Knödelkopf, ich sag's dir. So ein Dummkopf. Ich will du an das scheiß Ding trauen, der springt durch den Absturz hier runter und zack. Und dann natürlich sofort wieder die Jammermusik. Knödel, Schatz, blinkt auf. Was haben wir dann hier für geiles Ding? Ist das Rasiermesser? Nee, eine tibetische Ritualklinge. Aber nicht so geil wie den wir haben, der noch Shangri-La führt. Aber so sehen in der Eisezeit Rasierklinge aus. Ich glaube, mich zu erinnern, dass in der Hallstattzeit diese halbmondförmige Rasierklinge so in etwa aussehen. Und die werden dann erst in der Latènezeit, in der zweiten Hälfte von der Eisezeit, in die jüngere Eisezeit um 400 vor Christus, werden diese Klingen dann auch etwas, sagen wir mal, normaler und so wie man es heutzutage kennt. Aber in der Hallstattzeit, so ab 800 vor Christus, dürften die Rasierklingen noch so halbmondförmig sein. Deswegen habe ich diese tibetische Ritualklinge hier für Rasierklinge gehalten. Aber so Dinge hat man auch durchaus in der Hallstattzeit ins Grab von betuchte Leute reingeben. Das war eine Grabbeigabe mit Unach. Genau. Das habe ich auch gedacht. Genau, richtig, Nate. Ja, das waren zuerst Gebrauchsgegenstände und in etwas edlerer Ausführung aus Bronze dann teilweise wurden sie dann auch so mit ins Grab gegeben und teilweise auch speziell für den Grabkontext so hergestellt. Das ist dann teilweise auch belegt durch Werkstätte, wie zum Beispiel bei dem Mann aus Eberdingen-Hochdorf, der sehr prunkvoll bestattet wurde mit goldbeschlagene Schuhe und so weiter. Da hat sich in der Nähe von dem Grabhügel tatsächlich noch eine alte Werkstatt gefunden, wo wohl wirklich nur die Bronzegegenstände speziell für sein Grablege hergestellt wurden. Und unterhalb vom Grabhügel hat man noch eine Grube gefunden, wo auch die Vergussreste reingeschmissen wurden, beziehungsweise auch Fehlgüsse. Das heißt, in der Werkstatt wird wirklich nur speziell für Grabkontext und Grabritual produziert. Und alles, was produziert wurde, auch wenn es Murks war, wurde mit bestattet. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis über die Grabsitte, wie ich finde. Jibulla, alles klar. Ah ne, Quatsch. Da sollte ich vielleicht rum. Da erspare ich mal vielleicht noch ein paar Knochenbrüche, wenn ich das mache. Zack. Und zack. So. Oh, Wölfchen. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Ach, wenn ich dich doch nur verstehe, kennt. Ah, da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Okay, also er sollte mich nur hierher bringen. Der geht jetzt wieder zurück oder wartet hier auf mich, glaube ich.
Und ich habe nicht nur Klinge parat. Ja, das ist etwas doof. Auf der anderen Seite will ich auch die Wölfe nicht verletzen. Ich mag Wölfe unglaublich gern. Das sind sehr schöne Tiere. Und es steht mir persönlich weh, wenn ich jetzt hier arme Wölfe umbringen müsste. Gerade weil das ja ihr natürliches Habitat ist. Während ich hier eigentlich der Eindringling bin. Da habe ich wesentlich weniger zur Sache als die Tiere. Denn das ursprünglich gehört. Ich würde mich natürlich wehren, wenn mich so ein Wolf angreift. Aber vorsätzlich so ein Wolf töte, fände ich doch sehr schlimm und gemein. Zufälligerweise ist doch ein Hoke an der Deck. Okay, der wartet nicht auf mich. Deppesprung. Okay, noch einmal. Na gut. Der geht nach wie vor noch den Weg mit mir. Das ist in Ordnung. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt alle gehen. Zack. Okay. Ich hoffe, das arme Wölfchen kommt uns nicht in die Quere. Ui. Okay, der kann es auch. Der hat auch im Zirkus gelebt wie der Nate. Okay. Aber der hat es besser gekriegt als wir. Und noch einmal. Auf der anderen Seite, wir sind ja auch noch wieder in der Erholungsphase. Hallo? Nee, der versteht dich sowieso nicht bis kaum, Nate. Oh. Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Mann, Meter. Noch mehr Wölfe. Fantastisch. Ja. Oh, du bist Hast du gefunden? ein Leichnam. Der ist schon eine ganze Weile tot. Ja. Und wie Eis Leiche konserviert, ist erstaunlich. Tamarni-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Es bricht. Uah. Uah. Okay, gut gemacht. Na, was siehst? Wahrscheinlich nicht mehr als ich. Müssen wir wohl hier lang. Nehme ich jetzt mal einfach mal so A. Tenzin, los! Also sein Name wird er wenigstens verstehen. Was? Ja, ich kann leider immer noch nicht. Ich zuerst, was? Okay, dann gucke ich aber erstmal hier, ob es noch einen Schatz gibt. Ich mag hier nichts verpassen, aber ich glaube, ich verpasse hier nichts. Okay, dann hoch mit mir. Okay, gut. Und wie kommst du jetzt hoch? Du kannst wahrscheinlich irgendwelche coole Sherpa-Tricks und kannst die Wand hochgehen oder so. Ist so ein Eisehoker oder so wieder zufällig irgendwo dran? Da muss ich wahrscheinlich lang. Uppala, das sah gut aus, ja. Hier kann ich... das war Eva auf gut Glück Kreis gedrückt. Ich habe schon gedacht, ich falle jetzt wieder in den Tod rein. Aber das habe ich gerade noch so gepackt. Okay. Nein, nein. Nate, ich mag, dass du dort drüber springst. Aber gerade noch so wieder elegant gelöst wie immer. Und jetzt hier an der Seele hoch. Oder gibt es hier noch irgendwas Tolles? Nee. Was Tolles gibt's hier nicht. Also hoch mit mir. Zack. Das Eis ist genauso gut wie fester Stäh. So. Da. Patsch. Brrr, noch hier gekotzt beim Sprung. Boah, Alter. Und hier wieder runter. Zack. Ich bin immer gespannt, wie das dann beim neuesten DLC wird, beim 4. Ob ich das dann da eventuell besser sehen kann, wo ich klettern muss. Zack, weil da habe ich immer noch so klein bisschen Probleme damit, wie ihr überhaupt nicht erkennen könnt. Komm schon, ich fang dich! Oh Gott. Hab dich! Boah, Mann. Bitteschön. Das war auch schön gewagt. Genau, Püttetchen. Stimmt, der hat der Enterhaker. Okay, da oben ist wieder irgendwo ein Ring wahrscheinlich. Na, dann machen wir dein potenzieller. Dann machen wir dein patentierte Lasso-Künste. Und zack. Okay, jetzt springen wir wahrscheinlich wieder daneben. Nee. Oh Mann, ich Knödelkopf. Ach Mann, das gibt's ja gar nicht.
Zumindest Wort kann er. Drink! Das gibt's ja gar nicht. Haupt nochmal. Okay, noch einmal. Und... Na also. Ja. Okay, wir sind quitt. Der wird sich auch denken, der dumme Weiße kann nicht mal hier klettern, ohne die ganze Zeit abzusterzen, der blöde Hund. Drink! Ach Mann. Oh, oh, oh. Verdammt, was war das? Eventuell noch ein Bär oder was hier? Geht mich auch nicht wundern, wenn hier noch ein Bär wäre, der die Wölfe attackiert oder so. Es gibt meistens immer noch einen Jäger, einen Räuber, der größer ist als man selber. Das ist auch bei Menschen so. Es gibt immer einer, der noch größer und stärker ist. Man ist nie der Größte und Stärkste in seinem Revier. So ein Mist. Was war das? Das? Was war das? Oh. Ja, komm schon. Tenzin, wir müssen weiter. Oh. Alle 3 Wölfe. Oh Gott, ihr Arme. Also wenn es kein anderes Tier war, dann hasse ich den Typ, der das war. Ich hasse das, wenn Menschen irgendwo in eine Revierei gehen, was eigentlich Tiere gehört, und dann meinen, sie müssten die Tiere abschlachten. Habe ich einen Hass drauf. So, und hoch. Vor allem, wenn man die Tiere nicht nur isst oder verwertet oder irgendwas. Ich meine, oh. Das war ein feiner. Das war wohl nicht ein normaler Bär. Vielleicht ein Wendigo. Okay, gut. Warte hier. Hier. Ja. Ich hoffe, das Vieh cruncht sich jetzt auch noch unseren gute Tenzin, oder wie er heißt. Alter Falter, das ist ja schon geil gemacht. Und die Farbgebung ist auch wunderbar. Das kühlt mich jetzt ein bisschen ab im Vergleich zu dem schrecklichen Wetter dort draußen, zu dem schwüler, scheißhäse Wetter dort draußen, wo man alle schon sich die Achselhöhlen bepisst, wenn man nur rausgeht. Oh, ich hasse das. Man geht raus und man fängt sofort an zu schwitzen. Das ist so widerwärtig. Man muss nicht nur irgendwas machen. Noch geiler ist es dann, wenn man draußen schafft. Und es hat so Temperatur auf Ausgrabung. Und dann muss man mit dem Spater oder mit der Schaufel noch irgendwas machen. Uah. Das ist dann ganz höllisch. Uah. Eva, du wirst mir bestimmt zustimmen an der Stelle. Wobei du die Hitze ja noch erheblich besser verträgst als ich. Uah. Mann, 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 Mann. Okay, wo lang? Wenn ich durchgehe, erfriere ich bestimmt. Nee, doch nicht. Und ersaufe, naja, ersaufe kann er da drin auch nicht. Wobei, wenn man dumm fällt, kann man sogar in einer Pfütze ersaufen. Genau das. So, einen netten Schatz oder so. Okay. Nicht, dass ich irgendwas auf dem Boden verpasse. Wobei, nee. Hier habe ich nichts verpasst. Okay. Macht er das. Hier unten ist nix. Was ist sonst da passiert? Aber so ein geiler Eiswasserfall. Oh, wie toll. Also landschaftlich absolut großes Kino hier. Muss ich dem Spiel echt lossen. Zumal ich so Eislevels sowieso immer sehr gern mag. Rechts können wir nirgendwo lang, okay. Ja, so Eislevels mag ich echt. Und wenn die auch so geil gemacht sind wie hier, dann friert mich das doppelt. Ach ja. Ach, wäre ich doch auch nur dort. Nur ohne das Gekletter. Das wäre ein bisschen lästig. Hier lang. Und dann do Richtung... Ups, Richtung Treppe. Da unten liegt noch so ein Kamerad und der hat eine Waffe dabei. Okay. Hier ist noch ein Schatz. Sehr gut. Oh, was ist denn das Schickes? Ein Nadelbehälter aus Silber. So sehen die bei mir auch immer aus, die Dinger. Ja, geil. Heutzutage hat man ja so räudige Nadelkisser. Das war wohl für die absolute Oberhochwohlgeboren hier, so Ding. Und wir werden die Waffe jetzt wohl auch gebrauchen können. Hey, Schäfer lässt grüßen. Ja, eine P8. Hoffentlich
Hoffentlich ist die geladen. Wahrscheinlich ihre Alti Walter P8. Das sieht schon fast noch eine Luga aus. Das wird bestimmt knalle wie Sau, das Ding. Das werden wir gleich erfahren. Okay. Oh. Tensen, bist du's? Oder wie du heißt? Ich glaub schon. Okay. Da kommen wir nicht dran. Na? Das Ding kann auch nicht kaputt schlagen. An die Leder kommt da auch nicht hoch. Na gut, da müssen wir weiter drauf schießen, denke ich. Jawohl. Hoppala! Ja, das sieht aus wie die Wendigo-Wag bei Warcraft. Uah. So sieht ein Wendigo bei Warcraft aus. Uah. Du böser tibetanischer Berggeist. Zieh ab! Oh, Scheiße! Oh, fuck! Ist es jetzt endlich tot? Scheiße! Oh, Mann! Das will echt nicht sterben, das Vieh. Ich baller dem hier mein ganzes scheiß Magazin um die Ohren. Oh, fuck! Uah. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Scheiße, ist das hartnäckig. Boah. Was ein Kampf. Was eine Bestie. Verdammt, was war das? Ich hätte jetzt gern erfahren, was das ist. Wow. Das ist wohl unser Endgegner hier. Den ich mal schätze. Das scheint wohl der König von deiner Eishöhle hier zu sein. Ich denke mal, das Vieh ist definitiv hier der König der Eishöhle. Wie soll ich jetzt hochkommen? Das ist die Frucht. Da könnte man vielleicht das Seil runterlassen, oder? Oder irgendwas runterschmeißen. Dickdarm! Und hoch damit am Dickdarm. Zack. Gut, dass wir beide so sportliche Jungs sind. Und weiter geht's. Oh, oh. Jetzt ist nur die Frage, ob wie bei Eldorado, ob dieser Shambara-Stein eventuell auch die Leute mutieren lässt. So wie bei Eldorado, wo diese Untote, Ghule, was auch immer entstanden sind. Das ist jetzt die Frage, ob das mit dem Stein zu tun hat. Ah, ein Schatz. Was für ein schönes Ding. Stupa-Ornament aus Bronze. Ja, geil. Geiles Ding. Ich mag so asiatische Kunst sowieso sehr gern. Okay. Wo ist denn jetzt unseren... Da ist er. Unseren Hansel. Komme ich hier nicht weiter? Hast du kein Seil parat oder so? Guter Hansel. Nee. Und da komme ich, glaube ich. Sicher bin ich mal bei Anime. Verdammt mal. Ich bring dich um. Vielleicht hoch. Kann ich das runterschießen oder so? Ja. Okay. Oh, das wird gehen. Denke ich doch auch. Wir müssen es richtig machen. Der Anna kann das bestimmt in M-Durchlauf wieder. Aber wir sind halt der dumme weiße Mann. Das dauert ein bisschen länger bei uns. Komm. Ja, komm. Willst du wohl nicht? Schade. Dann vielleicht hier lang. Und dort die Leder hoch. Manometer. Also was so Expedition muss echt fit sein. Mit meiner körperlichen, nennen wir es mal Verfassung, beziehungsweise in Anführungszeichen Fähigkeiten, käme ich hier kein Millimeter weit. Okay, hier könnte ich vielleicht eher hochgehen. Ah, jetzt sieht es doch bearbeitet aus hier. Und jetzt kommen wir doch so langsam in antike Spuren, oder? Ich sehe da hinten auch schon irgendwas. Ja, das sieht doch noch Treppe aus hier. Das sieht gut aus. Zack. Uiuiui. Eine Treppe. Oh, langsam wird's interessant. Ja. Da scheint jetzt ein Tempel zu kommen. Ja, geil.
18. Herz aus Eis. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, in den Tempel gehen wir morgen bei der nächsten Episode von Let's Play Uncharted 2 Among Thieves. Ich bin sehr gespannt, was es mit der Kreatur auf sich hat und ob wir die jetzt nochmal als Endboss kriegen und ob der Stein eventuell auch Leute in sowas verwandelt oder ob das einfach nur sozusagen der Hüter von der Eishöhle ist und sozusagen das dickste Tier im Dschungel. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Und das sehen wir dann morgen. Bis du hier. Alles Gute und machen's gut. Euer Yankee.